Sie suchen in Mülleimern, was andere achtlos wegwerfen. In vielen deutschen Städten sammeln Menschen Pfandflaschen und Dosen, um ein paar Euros zu verdienen. 25 Cent pro Plastikflasche, 8 Cent für eine Glasflasche. Zeigen will sich keiner. Viele schämen sich oder haben Angst, erkannt zu werden. Der Durchschnitt wird sich ein bisschen das Geld aufbessern und wird ein bisschen mehr Geld haben als nur jetzt vom Bürgergeld oder eben von der kleinen Rente, die man hat, oder von nichts dergleichen, sondern von dem Versuch, ein bisschen mehr Geldbeutel zu haben. Das ist die Hauptmotivation. In einer Welt, in der vieles weggeworfen wird, bekommen Dinge im Sozialkaufhaus der Diakonie München eine zweite Chance. Manchmal sagen die Leute auch, ja, das ist dann für die Armen und das ist ja besser als nichts. Nö, das ist einfach auch Menschenwürde. Also es ist wichtig, einfach was würde man selber gerne haben. Die Kunden bekommen hier, was sie brauchen. Gut, günstig und mit Respekt behandelt. Ich komme immer wieder mal und schnuffel ein bisschen durch. Manchmal finde ich ein schönes Oberteil. Mal habe ich mir einen weißen Hosenanzug raus, der war ganz toll. Hat mir mein Mann erzählt, du, da drüben haben sie einen weißen Hosenanzug, kann deine Größe sein. Bin ich gleich rüber marschiert. Für 10 Euro habe ich mir den rausgezogen. Nagelneu war der. Schon ab 9 Uhr in der Früh nimmt Marcel Schneider Spenden entgegen. Ob Kleidung, Hausrat, Möbel oder Bücher. Vieles, was zu Hause übrig ist, findet hier neue Besitzer. Das Sozialkaufhaus ist mehr als ein Laden. Es ist auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit und ein Ort der Begegnung. Also unser großes Credo ist eigentlich, dass wir die Sachen weiterverkaufen können. Und danach suchen wir uns die Sachen im Prinzip raus. Alles, was wir nicht weiterverkaufen können, ist im Prinzip Nullkosten für uns. Ja. Hallo, vielen Dank. Wollen Sie die Tüte wieder haben? Ich bringe regelmäßig Sachen her. Um den Schrank auszumisten, einfach ist zu schade, um es wegzuschmeißen. Und hier tut man was Gutes. Was für die einen nur ausrangierte Dinge sind, bedeutet für andere echte Unterstützung und manchmal sogar ein Stück Hoffnung. Eigentlich erlebe ich das nie, dass die Menschen das als Müll betrachten. Aber die Sichtweise auf das, was ich hier abgebe, ist natürlich sehr unterschiedlich. Jeder hat da ganz andere Einstellungen dazu. Jeder möchte natürlich gerne hier ein gutes Gefühl von uns. Viele der Stellen im Sozialkaufhaus sind Beschäftigungsmaßnahmen, Hilfe zur Selbsthilfe und für die Mitarbeitenden ein Sprungbrett zurück in den ersten Arbeitsmarkt. Das Frauenobdach Carla 51 bietet wohnungslosen Frauen nicht nur Kleidung, sondern auch konkrete Hilfe an. Beratung und Notaufnahme rund um die Uhr. Eine weiße Bluse oder was haben Sie da für eine Vorstellung? In der Kleiderkammer können Frauen für sich und ihre Kinder mitnehmen, was sie brauchen. Kostenlos. Kleidung ist natürlich was ganz Wichtiges. Also sie schützt uns vor dem Wetter oder auch vor Hitze. Genau. Und viele Frauen, die in Not geraten sind, wollen auch gar nicht, dass man ihnen die Notlage sofort ansieht. Und dann ist es natürlich schön, wenn sie sich ordentlich und sauber kleiden können. Für viele Klientinnen ist die Kleiderkammer eine verlässliche Hilfe in schweren Zeiten. Also ich denke schon, dass die Schere von Arm und Reich sehr weit auseinander geht. Und hier in der Kleiderkammer kann man das auch sehr gut sehen. Also wir bekommen dann oft niegelnagelneue Markenklamotten, wo noch das Preisschild drauf ist, wo man einfach weiß, da kommt jetzt eine Frau oder eine Familie, deren Hobby ist, in der Freizeit einkaufen zu gehen und halt Kleidung zu haben. Und irgendwann ist kein Platz mehr im Schrank und dann ist jetzt total schön, dann spenden sie die Kleidung. Und auf der anderen Seite haben wir die Klientinnen, die sich sowas niemals leisten könnten und sich dann einfach freuen, wenn sie das hier bekommen können. Und da sieht man das einfach. Für die einen Müll, für die anderen überlebenswichtig. Einer Studie zufolge sammeln rund 1,2 Millionen Menschen in Deutschland Pfandflaschen. Ein Symptom für die wachsende Armut in unserer Gesellschaft. Aber, so zynisch das klingen mag, ein wichtiger Beitrag zu Recycling und Nachhaltigkeit.